Okay. Oh. Oi. So. Oh. Moin. Freunde, was geht? Ich bin Adi. Ich bin Hanna. Das ist immer unser Anfang. Die ganze Zeit. Immer. Ich bin Adi, ich bin Hanna. Ja, das ist aber gut. Ja, herzlich willkommen zu einem Podcast. Ich glaube, man kann es Podcast nennen, obwohl wir auf YouTube sind. Es wird den auch nicht irgendwo anders geben. Wieso machen wir das Ganze? Oder erstmal, ganz wichtig, holt euch irgendwie Popcorn oder was zu essen, setzt euch hin. Wir werden jetzt ein bisschen ruhig, gediegen reden, weil man erlebt uns immer so in den Vlogs, aufgedreht, laut. Und wir schauen jetzt mal hinter die Persönlichkeit. Welcher Mensch steckt hinter Adrian Vogt und Hanna Thulnig? Und am Ende des Videos küssen wir uns. Oh, ja stimmt, deswegen bis zum Ende dranbleiben. Nee, ja, das machen wir jetzt. Wir haben uns gegenseitig 5 Fragen ausgesucht. 5 Fragen von mir an Hanna, 5 Fragen von Hanna an mich. Inspiriert von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, Gemischtes Hack. Grüße gehen raus, wir haben das von ihnen und ich denke, wir können das jetzt hier mal machen. Und ja, freust du dich? Ja, schon. Wie geht's dir? Gut. Gut. Gut, ja. Mir geht's auch Ja, gut. kann ich starten? Was? Kann ich starten? Ja? Ja, passt. Was willst du starten? Aha, Ja, mit nee, den Fragen mit der nachher. Frage direkt Ja. jetzt schon. Nee, Und lass sag ganz mal, kurz was so ein du bisschen sagen willst. einwärmen. Ja. Nee, keine Ahnung. Ich finde es funny, dass wir das jetzt hier machen. Ja, ja. Weil es ist auch funny, wir sitzen tatsächlich im genau gleichen Hotel, wo die ganze Geschichte begonnen hat. Das ist krass, kannst du das erzählen? Ja, ich wurde ja geprankt vom SRF, als ich noch auf Schweizerdeutsch Videos gemacht habe. Und da hatte ich so ein Fake-Interview mit dem ORF, aber das ORF war actually das SRF und dann haben mich ganz viele österreichische TikToker verarscht und dabei war auch Hanna und das war in diesem Hotel. Also das Video gibt es auf SRF 2 am Morgen, das könnt ihr anschauen, das war sehr, sehr funny. Und ja, da habe ich dich das erste Mal gesehen. Kannst du mich vorher schon? Nee. Vielleicht vom Sehen von so einem Video? Von den Präsentationen? Nee, Wirklich von nicht? dem, wo du Eis gegessen hast. Ah, und die Ja. Präsentation hast du nicht gesehen? Ja, ich habe es dann ein bisschen recherchiert. Okay, das war okay. gerade, wie du groß geworden bist. Okay. Ja. Ja, und wir sitzen wieder genau hier auf den Stühlen. Wir hatten heute einen Dreh mit Adidas. Ja. Ja, huge Dings, ja. Genau, und wir stellen uns jetzt 5 Fragen. Wir haben den Dings erfunden, den Flaschenöffner-Tornado. Stimmt, den hast Soll du ich den jetzt erfunden. machen? Ja, zeig her, Okay. wenn es jetzt klappt. Okay, man muss so. Oh, aber das ist auch ein bisschen... Der Deckel fliegt jetzt in deine warte, Richtung. Sind wir wegsetzen? Warte. Nee, ich mach nicht den Tornado, ich mach einfach den Nein, Mann, klassischen. wegen dem. Einfach. Oh. Okay, warte. Ja. Huge Provis mit dem. Kannst du ganz kurz einen Lappen holen? Ah, ja. Wir schneiden hier Lappen. nichts. Ich mag's nicht mehr, das ist dumm. Okay, ja, stimmt. Irgendein Lappen. Wir haben Jetzt kommt keinen Milo. Lappen. Nee, Wir haben nur Handtücher. genau, das ist in diesem Hotel passiert, das ist sehr, sehr funny. Und das ist jetzt wie lange her? 6 Monate, wann war das? Mai, April? Ich glaube, das war im März. Im März war das. Oder? Habe ich im März schon Videos auf Hochdeutsch gemacht auf TikTok? Krass. Kann sein, ich bin mir dazu 100% sicher. Ja, aber geil, dass es jetzt ja auch schon nach Wow, Bier es schmeckt. kommt Oh nee, dass es hier nach Bilder schmeckt, Bilder. nach Bier schmeckt. Ja. Ich- Es sollte eigentlich ein chilliger Podcast werden. So, wir werden jetzt, Es ich geht mag das alles nicht mehr, es schief. war dumm. Ich habe ihn hinbekommen, den Tornado-Dingsbums. So. So, hier, bitte. Danke dir. Ja, das war dann. Und seit dann, und dann haben wir uns lange nicht gesehen. Nee, dann haben wir geschrieben. Dann haben wir geschrieben. Wir waren eigentlich immer so ein bisschen in Kontakt. Ja, stimmt. Aber wieso? Also, weil wir dann, stimmt. Du hast dann plötzlich, nee, das Ding war ja, für das Video vom SRF hast du mich gedisst. Für das SRF. Und dann habe ich, glaube ich, auf das eine Antwort gemacht. Genau. Und dann, ab dann haben wir uns gedisst. Ja, und dann hast du einen Song gegen Österreich gemacht, dann habe ich darauf geantwortet, dann hast du wieder darauf Hast nicht du geantwortet. zuerst einen Song gemacht? Nee, Weil ich du. glaube, ich habe die Ukulele bei dir gesehen. Prost. Prost. Da ist mal ein Tornado. Ja, die Ukulele kann sein, aber du hast sowas gesungen. Und ich glaube, dann haben wir die Ukulele dazu gespielt, das kann sein. Das kann sein. Ja, und dann ist es immer so weitergegangen. Und dann haben wir uns Hatten in wir Berlin. Sex? Also, Dann haben wir uns in Berlin getroffen. Und ich weiß jetzt auch wieder, warum. warum? Weil du gesagt hast, du kommst nach Österreich und ich so, cool, sag Bescheid, wenn du da bist. Stimmt. Und dann bin ich drauf gekommen, dass ich zu der Zeit in Berlin bin. Ja, weil auch bei euch nichts sure ist. Ja, Bei euch weiß man nie. True. Du sagst 4 Tage vorher, komm nach Wien und dann plötzlich 2 Tage vorher, wir gehen jetzt trotzdem nach Berlin. sorry. Sorry. Ja, Okay. aber dann bist du nach Berlin gekommen. Genau. Das war fun. funny. Bei Jonas Moll, dem Unternehmer. Ja, Bist du ein Unternehmer? grundsätzlich bin ich mal ein Mensch. Ja. So ist das Ganze entstanden. Jetzt sitzen wir in Zürich. Es ist crazy. Es ist wie so eine krasse Story. Ich Ich weiß nicht, nicht. was da in Wien, weil wir geheiratet haben. Ja, wir haben geheiratet. Und ich finde es krass, immer wenn wir in Österreich unterwegs sind, immer, bis jetzt einmal, und in der Schweiz, dass uns immer Leute kennen.
Aber beide. Und ich glaube, wir haben beide gar nicht mitbekommen, wie krass die Story war, weil es war halt Corona und wir haben das beide von zu Hause aus gemacht und wir waren nie so wirklich draußen in dieser Zeit. Das stimmt. Und wir haben das so quasi vom Kinderzimmer aus gemacht und dann gingen wir raus und plötzlich merkt man, dass das wirklich, so eine dumme Aussage, aber dass es wirklich Leute waren. Ja, das waren halt wirklich Leute, die das gesehen haben. Ich habe es voll stark daran gemerkt, dass zum Beispiel mein Manager darauf angesprochen wird von anderen Firmen, die Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Zum Beispiel jetzt hatten wir. Ja, die haben gesagt, die werden auch gefragt, was krass ist dass Firmen mit uns zusammenarbeiten. Das ist ganz krass. Und auch, dass meine Eltern darauf angesprochen werden. Und so ja, meine Mutter auch. Ja. Meine Mutter hat einen Blumenladen und da kommen auch ab und zu Leute rein, die dann sagen, hat er geheiratet? Oder irgendwie so, war nicht Adi in Wien für eine Hochzeit oder sowas? Ja. Sommer! Sommer! Ja, das war das. Ja, wollen wir anfangen mit den Fragen? Gerne. Ich habe eine easy Frage zum Starten. Du fängst aber an. Sie interessiert mich einfach. Ja. Und ich habe dir das sicher schon gefragt. By the way, die Fragen, die sind komplett random. Ja. Ficken wir jetzt? Ich habe dir das schon mal gefragt, aber ich habe es vergessen. Haben wir es schon mal gefragt? Ich habe. Okay, ich bin schon geimpft, ja. Ja, okay. Ich bin schon geimpft, ja. Ich habe dich geimpft. Bitte? Wenn du nicht YouTuber oder Content Creator wärst, was würdest du machen? Und es zählt auch nicht, wenn du sagst TikToker, also nichts in die Richtung. Okay. Aber by the way, wir haben hier noch Schweizer Süßigkeiten. Wir haben einmal Rivella, das kannst du probieren. Danke. Ovomaltine und Smarties. Ich weiß nicht, ob Smarties also Schweiz ist. Okay. Vielleicht schon. Ich kann zu allem was sagen. Von dem haben wir schon richtig oft geredet. Ja. Deswegen hast du schon mal gehabt? Nö. Aber der ist in Österreich richtig normal und Smarties auch. Ich weiß gar nicht, ob Smarties aus der Schweiz kommt. Vielleicht, ist Frankfurt am Main. Ja, das ist vielleicht noch irgendwie so Drogen drin, wenn es von Frankfurt kommt. Also, was wäre ich geworden? Ich wollte schon immer als Kind ins Rampenlicht. Ich weiß nicht, von wo das kommt. Haben wir das schon mal diskutiert, wieso wir das machen? Nee. Nicht? Also ich glaube so, Leute, die das machen, was wir machen, also YouTuber, Fernsehmoderator, Sänger, das sind alles Leute, die so ein grundsätzliches Defizit haben. Irgendwo im Leben. Ich weiß nicht wo. Aber ja. Ich bringe immer das Beispiel mit, wenn du jetzt an einer Fernsehsendung arbeitest, dann hast du eine Redaktion, die besteht aus 30 Leuten und einer ist der Moderator. Und ich könnte nie in der Redaktion arbeiten, weil ich denke mir immer so, wenn ich da schon arbeite, dann will ich das auch präsentieren oder will ich auch das Gesicht davon sein. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich könnte nicht so da im Hintergrund arbeiten. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, jeder, der irgendwas krass macht oder voll einhustelt, hat irgendein Defizit in jedem Bereich. Ja, okay, true. Und man kann ja so quasi als, wie heißt denn das, wenn man beim Fernsehen arbeitet, so als Redakteur zum Beispiel, auch voll einhusteln und da ist ein Defizit ausgleichen. Ja, stimmt. Aber reden wir nicht vom Hustle, sondern mehr ins Rampenlicht gehen. Okay. So. Weil eben, ich finde es noch spannend, dass es gewisse Leute gibt, die das wollen. Oder für mich wäre es immer klar gewesen, wenn ich beim Radio arbeite, dann als Moderator und nicht als irgendwie Musikredakteur oder so, weil ich finde das irgendwie geil. Und ich wollte das als Kind immer werden. Deshalb glaube ich schon, dass ich, wenn ich nicht YouTube machen würde, irgendetwas in diese Richtung machen würde. Aber ich weiß nicht, von wo dieses Bedürfnis kommt. Ja, das wäre spannend herauszufinden. Ja. Heißt ja nicht, dass es so schlecht ist? Nee, ich glaube nicht. Also, nee, ich glaube, es ist irgendein Defizit. Vielleicht Aufmerksamkeitsdefizit. Meine Eltern haben mich schlecht behandelt. Nee, aber deshalb sind viele Stars immer von schlechtem Background, weil irgendwie kompensieren die das, was in der Kindheit gefehlt hat. Und dann wird es halt immer mehr. Das ist eine gute Theorie. Aber ich habe jetzt deine Frage gar nicht beantwortet. Nee, aber mir fällt noch was Wichtiges. Man sagt immer, man macht entweder was aus Angst oder aus Liebe. Und vielleicht taugt dir das einfach richtig. Aus Liebe zu TikToks machst TikTok und nicht aus irgendeinem Defizit. Oder so eine Mischung. Ich glaube nicht. Ich glaube, im tiefen Herzen hat man irgend so einen Drive, der sagt, ich muss irgendwie nicht Bestätigung bekommen, aber wieso? Es ist ja so unmenschlich und es ist so die unmenschliche Situation, vor Leute zu gehen. So, das braucht man ja nicht zum Überleben. Weißt du, wie ich meine? Also ein Sänger ist eigentlich so, der singt vor Leuten. Das ist so eine Stresssituation eigentlich für einen Mensch. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und deshalb machen das ja auch nur so wenige Leute, weil irgendwie, man findet das ja eigentlich auch unangenehm. Und Leute, die nicht YouTube machen, finden das auch unangenehm, vor der Cam zu sein. Ja. Egal, aber was ich machen würde, ja, sag mal. ich würde, filmt es noch? Ja. Ich würde etwas in den Medien machen. Ja. Etwas Kreatives, glaube ich. Aber ich kann dir nicht sagen, was. Ich würde sagen Radiomoderator. Das warst du ja schon, gell? Radiomoderator. Und bei dir? Keine Ahnung. Kommt jetzt auch so eine lange Antwort? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Na, ich weiß es echt nicht. Wahrscheinlich wäre es so, wenn es jetzt kein TikTok geben würde. Fitness?
Ja, genau. Dann würde ich wahrscheinlich nur im Gym arbeiten, irgendwelche Ausbildungen nur dazu machen und es war jetzt okay. Ja. Oder damals war es voll lustig, aber jetzt würde ich es einfach nicht mehr lustig finden. Aber wenn es das nicht geben würde, zu YouTube und so, vielleicht würde ich es dann nur immer nice finden und machen. Gut. Ich habe die Frage ein bisschen lang beantwortet. Na, aber perfekt. Okay, dann hassel ich mit einer Frage raus. Soll ich gerade deep rein? Ja. Okay. Oh, ich hab voll Angst. Ich habe irgendwie Bock, deep zu sein. Ich weiß nicht wieso. Okay. Aber ich finde das gerne im Podcast. Ich habe ein Statement, das hat mir Maelo vor kurzem mal geschickt. Und das Statement ist, ich finde das ein geiles Statement, aber das Statement ist komplett gegen unseren Beruf als Content Creator. Und das Statement ist von Richard. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man. Von Richard David Precht. Kennst du den? Das ist ein Philosoph, der hat mit Markus Lanz einen Podcast. Und ja, ich spiel's mal ab und dann kannst du deine Meinung dazu sagen. Bist du ready? Ja. Ja, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das ein Leben lang aushalten möchte. Also dieses dauernde Ranken, Bewerten, sich in den sozialen Medien der permanenten Kritik oder der Spiegelung aussetzen, pausenlos Positives produzieren, um möglichst viel Anerkennung zu kriegen. Also es wäre wahrscheinlich nicht schwer, sich vorzustellen, dass eine Generation, die damit aufwächst, irgendwann spätestens in der Lebensmitte das Bedürfnis bekommt, damit nichts mehr zu tun haben zu wollen. Also das wird sicher ins Gegenteil umschlagen. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese sehr zweifelhafte Droge ein Leben lang eine hohe Verführungskraft haben wird, sondern ich glaube, irgendwann werden die Schattenseiten deutlich überwiegen. Ich stimme ihm zu, weil man sieht es in so vielen Beispielen. Leute machen ewig lang YouTube, White Hitty zum Beispiel, und dann haben sie aufgehört und machen jetzt was anderes. Aber ich weiß nicht, ob das unbedingt schlecht ist. Man muss es ja nicht sein Leben lang machen, nur damit es eine Berechtigung hat. Ich fühle den Punkt mit, ich glaube, dass die Generation in Mitte des Lebens merkt, dass es nicht ein langfristiges Ding ist. Vielleicht, Ich glaube, jeder merkt ja grundsätzlich, dass es eigentlich nicht wirklich gut ist, aber es ist halt eine Droge so am Ende. Und das ist unser Beruf, das ist ja geil. Erstmal unseren Beruf gefrontet, geil. Na, ich glaube, dass es funktionieren kann, wenn man sich genug mit sich selbst beschäftigt. Man muss ja halt im Klaren darüber sein, dass man kritisiert wird, wie man mit Kritik umgeht, das kann man ja alles lernen. Oder mit Druck. Ja. Und in jedem Beruf hat man so Nachteile. Aber ich meine nicht mal den Druck, sondern mehr, zum Beispiel auf YouTube, für die es nicht wissen, gibt es wie ein Ranking-System. Immer wenn du ein Video hochlädst, wird dein Video verglichen mit den letzten 9 Videos und wird dann gerankt von 1 bis 10, wie gut es performt. Und wenn es halt besser ist als die letzten 9 Videos, dann ist es eine 1 von 10. Und YouTuber sagen immer, oh, das Video ist eine 1 von 10 oder eine 4 von 4 und das, oder eine 4 von 10. Ja. Also diese konstante Spiegelung finde ich eigentlich spannend, weil es ist halt schon, ich weiß nicht. Ich finde den Punkt gut, aber es ist mein Job, so beides. Ich finde auch gut, was er sagt, aber ich finde nicht, dass er sagt, dass es ein schlechter Beruf ist und keiner sollte das machen. Man muss dann halt schauen, warum triggert mich das so, wenn das nur 9 von 10 ist und daran arbeiten. Das ist persönliche Weiterentwicklung, wenn man Influencer ist. Ich glaube, es ist geil, wenn man als Influencer an einen Punkt kommt, wo es nicht mehr wirklich auf die Performance drauf ankommt. Ja. Und dann ist man auch nicht mehr in dieser Spiegelung, also dann produziert man nicht mehr Content und denkt sich dann, oh, das Video ist schlechter als das von dem. Also ich glaube, wenn du mal so eine Größe erreicht hast, wo du konstante Views hast einigermaßen, das muss nicht mal 1 Million sein auf einem Video, schon 200.000 reicht. Cringe, wenn ich 200.000 habe. Nee. Aber weißt du, was ich meine? Also darum habe ich so das Gefühl, dass auch viele große YouTuber, die das schon extrem lang machen, plötzlich nicht mehr so krass clickbaiten, zum Beispiel Felix von der Laden oder so, die machen einfach nur noch so das, was sie Bock drauf haben, weil sie finanziell unabhängig sind und dann nicht mehr so müssen eben so richtig pushen und eben so diese Sucht befriedigen, weil sie es wirklich da nur noch machen, weil sie Bock drauf haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass jeder das kennt, wenn man sich unter Druck gesetzt fühlt oder das, was du beschrieben hast mit 1 bis 10 und dann geht es dir mal richtig schlecht deswegen und dann lernst du draus und dann machst du es besser. Ja. Und das dauert halt vielleicht. Aber hattest du schon Momente, wo du so gedacht hast, Social Media ist schon wack? Oder so, oder so Momente, wo du dir denkst, ich fände es geil, wenn ich jetzt einen normalen Beruf hätte, der nicht das ist? Habe ich auf jeden Fall schon gehabt, aber dann habe ich mir nur so gedacht, warum stört mich das so? Warum triggert mich das so? Es ist nicht so schlimm, wenn ein Video nicht so gut performt. Ganz objektiv gesehen, es ist nichts Schlimmes, was passiert. Ja. Aber es ist nicht schlimm, dass du jetzt nur 50.000 Aufrufe hast. Ja, es ist ja wirklich so. Ja, man will halt immer mehr. Genau, und das muss man ablegen. Mal zufrieden sein. Ja, ich glaube, das legt man einmal ab, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat. Kann gut sein. Dann legt man das ab. Ja. Dann ist es nicht mehr, jedes Video muss besser sein. Also von der Performance. Vielleicht vom Inhalt, aber... Genau, da konzentriert man sich eher auf solche Sachen. Ja. Dass das Video einfach besser wird und man zufriedener damit ist. Aber ich würde ihm zustimmen, dass wahrscheinlich die Generation von jetzt
geschätzt in Mitte des Lebens vielleicht so einen Change haben. Ja. Dass man sagt, ich will nichts mehr mit dem zu haben. Was glaubst du, wie wird es bei dir sein? Ich glaube, ich werde es nicht mein Leben lang machen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht schon. Aber zum Beispiel Casey Neistat. Hast du den geschaut damals? Der macht ja noch immer was, oder? Ja, nicht mehr wirklich. Okay. Weil der hat auch Familie jetzt und so und ich glaube... Ich weiß nicht. Ich mache immer im Sommer so eine Zeit, wo ich mit Josh in die Ferien gehe, zum Beispiel in diesem Sommer nach Italien und dann sage ich mir, ich mache jetzt wirklich kein Social Media und dann mache ich trotzdem Insta-Stories. Aber trotzdem, wenn man mal so lebt, ohne Insta, ist halt auch geil. Ja. Also weißt du, wie ich meine? Wenn man nicht immer im Kopf haben muss, ich muss es posten, ich muss etwas produzieren, man erlebt halt das. Wir haben ja dieses, also wir YouTuber haben dieses Erleben gar nicht mehr. Egal was wir machen, Ferien, wir denken immer noch mit, oh, ist es eine geile Story. Ja. Ich mein, wir könnten nie nach Italien gehen und gar keine Story machen, das geht nicht. Ja, vielleicht irgendwann. Ja, vielleicht irgendwann. Aber ich habe es heute zum Beispiel richtig enjoyed, weil ich meine Kamera zum Drehen nicht mitgenommen habe und nachher nochmal zu deinem Dreh. Ja. Das war schon angenehm, weil ich denke mir, wenn jetzt Content entsteht, kann ich nichts machen mit meiner Kamera nicht mit. Ich glaube, es ist gut, wenn man ab und zu so Tage macht, wo man vielleicht wirklich die Cam nicht mitnimmt. Das funktioniert so schlecht. Doch, bei mir die Cam schon. Ja? Das Handy habe ich immer dabei, aber die Cam habe ich nicht immer dabei. Okay, krass. Aber ich mache auch nicht Daily Vlogs. Ja, deswegen, das funktioniert einfach nicht. Ja, wenn man Daily Vlogs macht, dann muss man richtig dumm sein. Also so... So richtig, ich mache sie nur einen Monat. Und es geht, ehrlich gesagt. Was? Daily Vloggen. Weil es geht. Deswegen. Das ist gut. Ja. Ja, Social Media, gutes Ding. Gute Linie, Das ist wirklich ein gutes Ding. Ja. Ist sehr, sehr Da gutes stehen Ding. wir dahinter. Okay. Du stehst da dahinter wie ein Mann beim Doggy. Aha. Ja, Gut. Adrian Vogt, das bin ich. ich würde gerne wissen, Aha. welche ist deine beste und welche ist deine schlechteste Eigenschaft? Oder für welche Eigenschaft kriegst du am meisten Komplimente und am meisten Hate? Vielleicht findest du es so leichter heraus. Okay. Oder persönliche Einschätzung, wie du magst. Ich würde sagen, meine beste Eigenschaft ist, dass ich immer nett bin. Ich bin immer nett. Und meine schlechteste Eigenschaft ist, dass ich immer nett bin. Also beides. direkt. Wirklich? Ja. Ich kann nicht böse sein. Das Ich stimmt. kann nicht böse, ich kann das nicht. Meine Ex-Freundin hat mich betrogen mit einem anderen und ich konnte nicht böse sein. Oh mein Gott. Nee, ich kann nicht irgendwie, ich denke mir dann so, ja, jetzt bash ich die. Ja. Und dann rede ich so mir so, ja, war nicht so toll. Also, Entschuldigst du nur ich wäre dafür? manchmal lieber nicht so nett, aber das ist halt auch irgendwie positiv. Also ich bin sehr, sehr selten gestresst von was. Wenn der Zug 2 Stunden Verspätung hat, wenn ein Flug nicht fliegt, ich bin sehr selten nicht gut drauf. Das ist krass, dass du das sagst, weil das ist letztens bei mir kritisiert worden, dass mir alles so egal ist, wenn was passiert. Aber ich finde das auch gut. Wenn zum Beispiel der Zug 2 Stunden zu spät kommt, ist mir egal. Das ist nice, wenn man das hat, für uns selber. Mich juckt's einfach nicht. Ich bin so ein Mensch, mich jucken Sachen nicht, die ich nicht beeinflussen kann. Weil es ist so, ich habe so 2, 3 Kollegen oder du hast safe schon Leute kennengelernt, die meckern über alles. Und ich hasse das irgendwie, weil sie können ja nichts machen. Ja, so ist es. Cool. Okay, sag noch mal deine beiden, gut und schlecht. Von mir, Ja. meine schlechteste Eigenschaft ist sicher, dass ich so verpeilt bin, oft. Also, dass ich Sachen liegen lasse, Sachen vergesse, Gespräche vergesse. Das ist einfach nervig für Mitmenschen, aber für mich ist das nicht so schlimm eigentlich. Und meine beste Eigenschaft ist, dass... Ich will nicht das Gleiche wie du sagen, aber ich bin auch immer nett. Bin immer nett und freundlich. Das ist so. Ja? Da kann ich zustimmen. Dann sage ich das Gleiche. Ist ja okay, wenn wir die gleiche beste Eigenschaft haben. Okay. Okay. Nächste Frage von mir. Wo ist denn das? Hier. Den habe ich tatsächlich auch bei Gemischtes Hack gesehen, diese Frage. Ja. Was war der letzte Gegenstand, den du gekauft hast, den du wirklich nicht gebraucht hättest? Der schon mehr als 50 € gekostet hat. Also nicht so etwas Billiges, sondern... So unnötige Spaßausgabe. Ja. Wo man vielleicht zu schnell gekauft hat, oder? Boah, ich kaufe, glaube ich, nicht so oft teure Sachen. Also muss nicht teuer sein, aber... Keine Ahnung. Irgendwas Unnötiges. Ja, die ganzen Spesen, die in der Schweiz zahlen, die sind ziemlich unnötig. Ja, das ist ja nicht absichtlich. Also einen absichtlichen So einen Kauf. dummen Kauf.
Ich habe sonst ein Beispiel. Ja, sag. Vielleicht fällt mir dann auch was ein. Ich habe mir... Oh mein Gott, ich weiß es. Du weißt was? Ja. Das ist es. Ich habe mir... ich war in Köln bei Worldwide Wohnzimmer. Und da habe ich gerade frisch die 100.000 geknackt. Auf YouTube, auf meinem Main-Kanal. Und... Oder ich glaube... Ne, auf dem Shorts-Kanal habe ich da 100.000 geknackt. Glaube ich. Und ich war bei Worldwide Wohnzimmer und ich wollte schon immer so eine Vintage-Designer-Bag. Entweder Louis Vuitton oder Prada. Und ich war da im Zug und war auf Farfetch. Kennst du Farfetch? Nee. Das ist so wie Zalando für Designer-Brands. Ah. Und ist richtig teuer, aber da gibt es auch Vintage-Sachen. Da habe ich eine Louis Vuitton-Bag gesehen, die ist wirklich so groß. Du hast sie gesehen? Ich habe sie gesehen. Die ist so, da gehen Kärtchen rein ohne Portemonnaie. Also, die Kärtchen gehen gerade rein. Und die hat 980 Franken. 980? Und ich habe die mir gekauft und die ist so angekommen. Und ich habe mir so gedacht, ja. Das ist es. Na, das kannst du kaum erzählen. 1.000 Euro für... Und ich habe die meiner Mutter gezeigt. Und ich habe gesagt, dass die 300 kosten. Und ich habe mich schlecht was? gefühlt. Ja. Ja, das war mein schlechtester Kauf. Oh mein Gott, jetzt war es der Mama. Aber irgendwie habe ich die Bag noch. Ich trage sie ab und zu, aber sehr, sehr selten. Also ich fühle mich auch... Ich habe diese Prada-Bag Vintage, die hat 150 Franken gekostet. Die ist viel geiler, viel größer, viel praktischer. Aber ich schäme mich dann auch ein bisschen, mit dieser Louis Vuitton-Tasche rumzulaufen. Hattest du aber dieses Euphorie-Feeling kurz nach dem Kauf? So richtig gut? Ja, okay, dann verstehe ich es. Ja, ich habe das im Zug auf der Rückfahrt gekauft. Ah, geil. Ich habe mir so gedacht, ja, für 100.000. Ich habe irgend so einen Grund gesucht, wieso ich mir das kaufen kann. Und ich habe diese Bag gekauft. Okay. Ja, manchmal muss man sich ja was gönnen. Zum Beispiel, ich habe letztens auch eine lange Kooperation abgeschlossen gehabt und den Betrag überwiesen gekriegt. Und es war echt eine lange Kooperation. Da haben wir gedacht, ja, jetzt gönne ich mir einmal was. Dann habe ich eine Jacke gekauft. Aber die brauche ich. The North Face? Ja. Ah ja, okay, die ist geil. Aber hast du nichts gekauft, wo du so im Nachhinein gedacht hast, so, ja... Vielleicht so Fidget Spinner oder so ein Blödsinn. Das kostet Aber den hast du €1. gebraucht, wirklich. Ja, stimmt. Den brauche ich oft. Ich liebe den. Aber sonst... Ja. Mir fällt es wahrscheinlich gerade einfach nicht ein. Okay, du bist dran. Aber die Frage ist nice. Ich will das Rivella mit meinem Corona mischen. Ich glaube, das könnte geil sein. Ich glaube, das könnte geil sein. Die Frage finde ich spannend, weil da... Sie tanzt mit dem Rücken an der Wand. Ja. Glaubst du an Schicksal? Was ist Schicksal? Schicksal ist, glaube ich, das ist jetzt meine Definition, wenn alles aus einem Grund passiert, aber so quasi als ob eine Macht dahinter ist. Und alles wird vom Schicksal gelenkt. Und Okay. Also so ein bisschen spirituell würde ich das es sehen. eigentlich schon so geplant ist, was in Ja, 10 Jahren ist mit mir. ich meine gar nicht das. Eigentlich, vielleicht habe ich die Frage falsch gestellt, ob du so spirituell angehaucht bist bei dem. Aha. Oder ob du glaubst, dass nichts dahinter ist. Ja. Ich glaube, dass nichts dahinter ist. Glaube ich mittlerweile auch. Check. Nee, ich bin nicht so, ich sage ehrlich, ich bin nicht so ein Fan von Sternzeichen-Stuff. Ja, war ich richtig hardcore. Weil es einfach geil ist irgendwie. Ja. Ja? Also ich habe jetzt nicht wirklich ausgekannt. Ich glaube auch nicht, ich bin zwar, Steinbock. nein. Ich bin, wie sagt man denn bei der Kirche? Reformiert, wie heißt das Ding? Gefirmt. Nee, nicht gefirmt, Getauft? reformiert. Nee, ja, getauft bin ich. Erfirmung ist katholisch, reformiert ist... Evangelisch. Nee, sag mal. Buddhistisch. Ja, genau, das ist mein... Nee, Spaß. Wie heißt es? Ich bin... Reformiert. Ausgetreten. Nee, wenn du... Die Reformation, wenn... Oh mein Gott. Die Firmung, wenn du reformiert bist. Wie heißt die? Bist du gefirmt? Nein, gefirmt ist, wenn man katholisch ist. Bist du katholisch? Nein, ich bin reformiert. Ist das eine Religion? Ja, das... Oh, sagt man reformiert? Ja, ich bin reformiert. Ah, wie heißt es? Was bist du jetzt? Ich bin reformiert. Also es gibt katholische Leute und dann gibt es reformierte Leute. Und die haben, oh mein, ja, ich weiß es nicht, alle Leute zu Hause wissen es. Aber ist Die es Firmung für reformierte Leute. Das bin ich. Egal. Was passiert da? Ist wie die Firmung. Einfach für Reformierte. Egal, scheiß Was drauf. sind Reformierte? Hä? Was sind Reformierte? Eine andere Art von Glauben. Die Katholischen, die glauben so klassisch und die Reformierten, die glauben so neu. Aber Also- ist das seit deiner Kindheit oder ist das so, was du dir selbst ausgesucht Seit meiner hast? Kindheit. Meine Eltern sind auch reformiert. Ich hab das noch nie gehört. Du musst deine Eltern mal fragen, sind die katholisch? Ja. Ich Also bin bist, auch katholisch. also bist du gefirmt? Ja. Ach so. Nee, ich bin reformiert. Egal. Auf jeden Fall war ich halt in der Kirche, aber ich glaube nicht daran. Ich habe es nur gemacht wegen den Paketen. Welche Pakete? Ja, man bekommt Geschenke, wenn man bei der Firmung,
Hast du keine Ach so, bei der Firmung, ja. Und ich habe das halt auch bekommen bei der Firmung. Okay, von Eltern und so. Ja, aber ich glaube nicht daran. Deshalb glaube ich auch nicht wirklich an Schicksal und diesen Stuff. Ja, aber das Spannende bei der Frage ist, wenn man nicht an so spirituelle Sachen glaubt, dann ist die einzige logische Erklärung fürs Leben, dass alles vorherbestimmt ist. Weil es ist ja vorherbestimmt, wie deine Gene sind, welche Eltern du hast. Da kannst du nichts dafür. Und das bestimmt alles vor. Du hast keinen eigenen Willen mehr. Ja, aber das ist ja physisch. Ja. Gene. Aber ja. Sind Gedanken physisch nicht, Das oder? ist die Frage, weil du triffst ja nur Entscheidungen aufgrund deiner Erfahrungen. Und die sind vorbestimmt. Es wird so tief. Ich glaube einfach nicht dran. Aber du glaubst so ein bisschen dran. Nee, ich glaube dran, dass... Also, das ist halt die einzige Möglichkeit, die es gibt, dass alles vorbestimmt ist. Aber ich bin auch so ein Faktenmensch. Ja, das sind die Fakten. Ja, aber ich bin halt so ein faktischer Mensch. Deshalb glaube ich auch nicht daran. Ja, gib mal eine logischere Erklärung als das. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, Zufall. Ja. Aber der ist vorherbestimmt. Doch, Zufall. Ja. Nee, keine Ahnung, es passiert halt einfach. Das ist die Frage, woher? Ja, einfach so. Aber das ist voll schlimm, wenn Weil wir halt leben, Menschen, Tier, Ja, Bewegung. weird. Irgendwie so. Okay. Ich weiß nicht. Aber kennst du das, wenn du mit jemandem chillst, der so richtig into Sternzeichen ist und dann sagst du so, nein, ich bin nicht und dann triggert es den so richtig? Mir ist mal was Ähnliches passiert. Da habe ich zu jemandem gesagt, dass ich an Zufälle glaube. Ja. Und dann ist es eskaliert. Ja. Aber das kann so richtig eskalieren mit so Leuten. Ja. Weil die müssen dann immer den anderen überzeugen, dass es so ist. Aber die Schweiz ist besser als Österreich. Ich stelle die nächste Frage. Okay, was hörst du für Musik? Soll ich auf Spotify schauen? Ja. Was sind die letzten Künstler, die du gehört hast? Das ist eine gute Frage. Gute Frage. Gut. Ja, aber... Also ich liebe David Dobrik Vlog Music. Ja? Ist einfach so gut wavy. Hörst du die for real oder... Ja, beim Autofahren immer. Was? Beim Autofahren. Und dann habe ich immer so Kopfkino. Okay. Und dann habe ich so Kopfkino. Ich habe immer Kopfkino, wenn ich von dir träume. Ehrlich? Nee. Von mir im Zug? Ja. Oben ohne? Ja. Chillig. Ich liebe Louis the Child. Kenn ich nicht. Sehr. Das ist... Kenn ich nicht. Dann Schmidt habe ich gehört. Schmidt ist so gut. Ja, aber nur wegen dir. Ja. Ja, Tilo. Ja? Ich weiß nicht, wie man der ausspricht. 01099. 01099. 01099, die finde ich sehr, sehr Hattest nice. du eine Kooperation mit denen? Ja? Und du weißt nicht, wie man sie Ja, ausspricht? aber ich kenne alle Lieder. Und ich liebe die. Aber ich glaube, man sagt 01099. Ja, soviel stimmt. ich So weiß. das ist ein Sido. Aber nur das eine geliert. Sehr heftig habe ich auch gehört. Ja, wie Okay. Deutschrap mag ich eigentlich auch. Das ist unser Streitpunkt. Hörst du auch so Musik, andere Musik? Klassisch, Jazz? Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Also wirklich gar nicht. Klassisch, hast du klassisch? Nee. Jazz? Vielleicht. Also ich höre Schlager. Ehrlich? Ja. So privat? Ja. Es gibt Schlager, Liebeslieder sind schon geil. Ja, welches denn? Helene Fischer? Ja. Wirklich? Ja, meine Eltern haben die CD damals, die so durch die Decke ging. Farbenspiel heißt die, glaube ich, oder so. Ich weiß nicht, die habe ich immer gehört mit meinen Eltern. Das ist geil. Schlager finde ich underrated ein bisschen, ich sage ehrlich. Okay. Weil alle finden es immer cringe. Ja, beim Feiern ist nice. Ja, beim Aber so Abwischen. privat fühle ich es nicht. Ein bisschen. Vielleicht noch Rock habe ich mal gehört eine Zeit lang. Zum Beispiel. Hardrock, Vollbeat. Kennst du Vollbeat? Ich habe noch nie gehört, Ja. weil das kennt man so. Ja, aber ich höre keinen amerikanischen Rap eigentlich. Aber Deutschrap auch nicht, gell? Doch, Deutschrap höre ich. Was? Hä, sicher. Wen? Rin. Ach so, diese, ja. Aber hörst du, Ne, Contra K oder? Das ist kein Rap. was ist denn dann? Müll. Kraftklub? Österreich. Kraftklub ist ja sehr nice. Vielleicht. Ja, ist halt so ein bisschen alt. Ich höre halt mehr so neue Rapper. Ich habe auch nie Bushido und ich habe diese Zeit, diese Farid Bang, High Time, da habe ich nicht Deutschrap gehört. Das höre ich auch nicht. Ich höre mehr so BHZ, 102 Boys. Aber ich muss Das noch schauen, mag was ich ich auch gehört gerne. habe. Okay, haben wir noch unsere Wie heißt der letzte Sex-Playlist? Song, den wir die ganze Zeit hören? Warte, ich sag kurz zuerst Ja. Bramfeld Stories von Shirin David. Das ist ein sehr geiler Song, das ist so ein bisschen Hustle-like. Tommy von Anmal Kantreit, Schmidt, Stereolux, John Rooks, Was Ghetto, 01099, Boris Brecher, Techno. Stimmt, das heißt ja so viel. BHZ, 102 Boys, Darts, Walk-On-Songs. Das ist von der Darts-WM, die Walk-Ons, die Songs. Ron Bilecki und Bad Moms J. Rompilecki. der Ja, wie Song- heißt der eine Song, der gute? Okay,
Empfehlung von uns, der geilste Song auf Augenhöhe von Antje Schumacher. Den haben wir in den letzten 2 Tagen durchgehend gehört. Manchmal 4-mal hintereinander. Der ist geil. Ja. Okay, ich bin dran mit einer. Nee, du bist dran mit einer Frage. Oh, ich bin gespannt. Ui. Hast du schon probiert von Rivella? Nee, kann ich da raustrinken? Oder Ja. soll ich es reinschütten? Nee, ich habe Corona. Okay. Oha, geil. Die schmeckt wie Energy mit Almdudler. Nix. Definier das mal. Energy mit Almdudler. Das schmeckt schon wie Almdudler, oder? Ein bisschen Mit Energy. Okay. Da müssten wir wegschneiden. Weil das wäre dann Das funny. kennen wir heute nicht, aber das wäre so funny. Ja, weil- Wenn wir 6 schneidet, das ist funny, funny. Okay. Jetzt musst du ehrlich sein. Okay. Ich habe ein bisschen Angst. Was war? Der erste Eindruck von dir. Ja. Soll ich ganz ehrlich sein? Na, Soll ich ganz ehrlich sein? formulier's nicht. Ja doch, kannst ganz ehrlich sein, sei knallhart. Du hast ausgesehen wie so ein Mädchen vom Land. Ich bin ein Mädchen vom Land. Ja, das stimmt ja. Nein, man so generell. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Aber, nee, ich habe mir gedacht, Mädchen vom Land, so ein bisschen Blümchenmädchen. Du hättest auch reiten können. Das sagt der Mike so oft, dass ich wie so ein Pferdemädchen Aber ausschaue. ich kann euch sagen, sie kann reiten. So ein Mädchen, das reitet, so gemobbt wurde in der Schule, Zahnspange. Ja. Gemobbt wurde? Ja. Ich bin echt nie gemobbt worden, tatsächlich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Aber was ich damals schon gemerkt habe, ist, dass du so einen Flair für Videos schneiden hast oder Jokes schneiden. Oh, danke. Ja. Ich glaube, das merkt man, wenn jemand so den Flair hat für, wie man einen Joke schneidet oder so. Oh, Ja. das gefällt mir. Obwohl die Videos schon dann sehr schlecht waren. Das war, Oh, das, das war mein erster Potenzial, Eindruck. oder? ja. Weil ich glaube, du hast dann schon nicht auf TikTok geschnitten. Ja, Und das war schon krass. auf iMovie mit dem Handy. Ja, aber immerhin, weil 90% der anderen haben auf TikTok geschnitten. Aber weißt du, was das Krasse war? Nein, sag nicht. Auf iMovie habe ich nicht gewusst, also irgendwann habe ich dann am Laptop geschnitten, dass es eine Zurücktaste gibt. Das heißt, ich habe manchmal stundenlang ein Video geschnitten und dann habe ich einen Fehler gemacht und habe von neu angefangen. Wirklich? Ja. Krass. Also der Aufstieg vom Cutten ist steil bergauf gegangen. Geil wäre es, wenn es auch beim Sex diese Ctrl-Z-Taste gäbe, weil dann hätten deine Eltern damals Ja, rückgängig machen können. das ist funny, weil... Das ist funny, weil es geht ja nicht. Ja. Faschismus mal. Okay, jetzt musst du über mich sagen. Mein erster Eindruck, bevor ich meinen ersten Eindruck sage, also eine funny Story, die mir eingefallen ist, das ist mein erster Eindruck in Berlin jetzt. Aber ich sage jetzt gleich, wie der erste Eindruck in Berlin war. Wir haben ungefähr... Sex. Wir haben 2 Minuten geredet, ich habe dir damals beim Hauptbahnhof abgeholt, mitten in der Nacht. Und ich habe gesagt, wie reich die Schweiz ist. Na, du hast mir dann YouTube Analytics mit deinen Einnahmen gezeigt. Das ist Hab so ich? funny im Nachhinein. Wir haben wirklich 2 Minuten geredet, wir waren nur im Bahnhof und du so, ja, schau mal, wie viel ich verdient habe. Aber ich glaube, da lief es bei mir auch gerade gut. Ja, voll, und mich hat es ja interessiert, also es war jetzt so. Ich weiß nicht, das war auf der Brücke. Das war auf der Brücke. Ich glaube, es war im Bahnhof. Das war im Bahnhof. Nee, es war nicht im Bahnhof, weil wir sind direkt aus dem Bahnhof raus. Ja. Und dann haben wir auf ein Taxi gewartet, das nicht gekommen ist. Ach, stimmt, und dann sind wir wieder auf die andere Seite rübergegangen. Ja. Und ich glaube, da. Da war es dann, ja. Okay, krass. Und sonst so? Und dann habe ich mir gedacht, ey, ist gar nicht so asozial, wie man denkt. Das ist voll weird. Ich glaube, ich habe deine YouTube-Videos nicht so gekannt, weil da wirkst du nicht so böse. Nein, ich muss das jetzt von vorne anfangen. Ich habe gedacht, du bist funny und nett, aber ich habe nicht gedacht, dass du zu fremden Kannst du deine Leuten... Kette da beim Mike... Ja, so. Ich hätte nicht gedacht, dass du zu fremden Leuten, die nicht deine Best Friends sind, so nett bist. Aber das bist du. Und das habe ich nicht erwartet. Und das war mein erster Eindruck von dir. Cool. Ja. Ja, krass. Ich habe nicht so checkt, vielleicht, dass das so Jokes sind und so. Oder schon, ach, keine Ahnung. Du bist einfach naiv. Ja, Spaß. Ah, das hast du schon mal zu mir gesagt. Dass du naiv bist? Ja, und Hab ich dann mal gesagt? Ja, Auf so for real Basis? Ja. Krass. in Wien damals. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dafür, ich bin nur gutgläubig. Und dann hast du gemeint, ja, es ist halt nichts Schlechtes. Hängt gutgläubig und naiv zusammen schon. Ich denke, gutgläubig ist so die gute Version von naiv, maybe. Ist halt gut. Und dumm ist so dann die schlechte Version von Ja. naiv. Gut. Gläubig. Gut, okay. Aber gute Frage. Finde ich wirklich eine tolle Frage, Hanna. Vielen Dank. Okay. Also. Okay. Hattest du schon mal Stress mit der Porzelei? Also mit der Polizei? Porzelei. Ja, Wirklich? nee.
Ich bin aber fast angezeigt worden. Aber das habe ich dir schon erzählt, soll ich nochmal erzählen? Ja. Ich war im Hotel, ich sage jetzt nicht in welchem, ich war mal in einem Hotel und da ist der Feueralarm losgegangen. Der ist 10 Minuten mindestens gelaufen, aber es ist nichts passiert, die Nachbarn haben nur Feuer gemacht, halt was gekocht. Und dann habe ich den abgedreht, weil ich wusste, es ist nichts. Da kommt der Hotelbesitzer oder irgendwer in mein Zimmer und sagt, jetzt kriegst du eine Anzeige, weil das darf man nicht. Und dann wollte er mich anzeigen und dann hat er es doch nicht gemacht, weil er überredet worden ist. Und einmal habe ich einem Polizisten Donuts geschenkt, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist auch kein Stress. Das stimmt. Und du? Ich hatte noch nie Stress mit der Polizei. Ich glaube wirklich noch nie. Mit Leuten, die Stress machen wollten mit der Polizei? Nee. Nee, wirklich nicht. Krass. Aber ich habe vor Polizei auch so einen Respekt. Ja, ich würde auch nie die Polizei angehen. Ich auch nicht. Aber ich habe so Kollegen, die geben so keine Fax drauf. Kannst du dich ein bisschen drehen? Entschuldigung. Ich habe so Kollegen, die geben keinen Fuck drauf. Inwiefern? Bei Polizisten. Die einfach so, sind halt so frech, machen Sprüche vor den Polizisten, aber für mich sind so Polizisten so, wie sagt man dem? So Leute, wie sagt man dem? Nicht Führungspersonen, Führungspersonen. Ich weiß, was du meinst, in der Schule. Nicht so Anstandspersonen, sondern Respektspersonen. Ja. Respektpersonen. Aber ich denke mal, du würdest auch keine fremden Leute so anschnauzen. Nee, aber andere Leute haben so einen Hass gegen die Polizei. Das stimmt. Aber gut, ich kiffe auch nicht von dem. Ja. Sonst hätte ich das auch. Ja, nee, ich habe das nicht. Ich weiß nicht. Ich war noch Ich nie habe in der noch nie Situation. Stress mit der Polizei. Ich wäre auch richtig nervös, glaube ich. Wenn so ein Polizist vor mir stehen würde, ich wäre richtig nervös. Ich habe mir immer gedacht, bei so Lügendetektoren, wenn man ein Sträfling ist und dann zum Lügendetektor muss. Und Den gibt's wirklich? Ja, oder zumindest, ich weiß nicht, ob es einen Lügendetektor gibt, aber zumindest diesen Raum, wo man sitzt und die werden Fragen gestellt. Ja. Und da wird die Wahrheit aus dir herausgebracht. Den Befragungsraum. Also, und ich habe mir gedacht, Wie nennen wir diesen Raum? Befragungsraum. ich habe mir gedacht, ich würde das easy schaffen, dass ich da einfach lüge. Aber wie ich damals eine Anzeige gemacht habe und sie zu mir gesagt hat, ich darf nicht lügen, da traust du dir fast gar nichts mehr sagen. Das ist so eine weirde Situation. Da musst du so dicke Balls haben, dass du da so... Ja, Ich habe schon Angst. Ich habe schon so auch ein bisschen Angst vor denen. Respekt oder schon Angst? Ne, Angst, ein bisschen Angst auch. Oh, Ja. Okay, deine Frage. bin ich schon wieder. Wie viel haben wir? Wir haben schon 37 Minuten. Ich glaube, das wird so eine Stunde, so eine chillige Voll Stunde. gut, aber ich habe nur mehr eine Frage. Nur noch eine? Ja. Ah ja, gut. Über welche Art von Komplimenten freust du dich am meisten? Oha. Deep. Ich muss kurz überlegen. Okay. So richtig im Herzen, so, wo man sich so richtig freut. Nicht so Image-Komplimente, sondern wirklich so, wo man sich richtig freut. Wenn Leute sagen, du hast ein schönes Outfit, das finde ich geil. Also Komplimente zum Outfit. Adi, Was? du hast ein schönes Outfit. Danke. Und wenn Leute sagen, dass ich immer gut drauf bin. Das ist ein Kompliment für mich, das ich nice finde. Die beiden Sachen. Ich weiß nicht. Weil ich will, keine Ahnung. Ich finde es nice, wenn Leute sagen, der ist immer gut drauf oder der ist immer nett. Das finde ich geil. Obwohl es widerspricht sich ja damit, dass ich gesagt habe, dass immer nett sein nicht so gut ist, aber mich freut es, wenn Leute sagen, der ist immer fröhlich oder immer gut gelaunt. Immer gut gelaunt, das freut mich. Ja. Wenn Leute sagen, ey, du bist immer so gut gelaunt. Das finde ich. Das ist ein Kompliment. Und dann habe ich so ein weirdes Kompliment. Das mag ich. Ich hatte damals eine Freundin und die hatte eine Zwillingsschwester. Und Yoshi war mit der Zwillingsschwester zusammen. Nein, Yoshi ist sein bester Freund. Ja. Wir haben die komplett auseinandergenommen. Wie funny. Und Yoshi und ich sind so hyperaktive Menschen. Also wir machen immer etwas. Wir können nicht am Strand liegen, das können wir einfach nicht. Und die haben dann immer gesagt, wenn wir in die Badi gehen, also wir haben extrem viel zu viert gemacht und wenn wir in die Badi gegangen sind, dann sind halt die beiden einfach gelegen und wir haben dann immer entweder Flips gemacht oder Beachvolleyball gespielt und haben sie immer gesagt, ihr macht immer so viel, bla bla bla. Und irgendwie Yoshi, ich weiß, Yoshi und ich haben drüber geredet, wir finden das immer geil, wenn Leute zu uns sagen, ihr macht immer so viel und ihr seid immer so hyperaktiv. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde es irgendwie geil, wenn Leute das, ich weiß nicht wieso, aber wenn das Leute zu mir sagen, finde ich das geil. Vielleicht bist du einfach stolz drauf. Ja, ich bin wahrscheinlich stolz drauf und deshalb freut es mich, wenn Leute das sehen. Aber verstehst du, was ich meine? Ja, voll.
wie wenn wer sagt, du bist voll der Hustler. Ja, So ein bisschen. weil ich das irgendwie funny, weil für dieses Jahr nicht als Kompliment gemeint. Bei Ja. ihnen ist mehr so, ey, du kannst nie ruhig sitzen oder du kannst nie einfach sein. Und für dieses Jahr nicht ein Kompliment, aber bei mir kommt es dann so an, so, ja, Ich wollte dich noch irgendwas fragen, weil du... wieso glaubst du, dass zu nett... haben es schon gegessen. Schon Mittagessen? Nein, wieso glaubst du, dass zu nett eine schlechte Eigenschaft ist? Weil so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, bist du ja trotzdem ehrlich. Und sagst zum Beispiel wem ab oder... Was will man? Ja, weil ich nicht immer ehrlich bin. Also, wenn ich etwas wirklich nicht geil finde, dann sage ich das nicht direkt. Oder zum Beispiel Stucki, er hat auch YouTube gemacht in der Schweiz, der ist so extrem direkt. Und der sagt auch direkt so, dieses Video war scheiße oder so. Weißt du, wie ich meine? Der sagt halt immer 100% ehrlich, was er denkt, auch wenn dann die Situation unangenehm ist. Boah, krass. Und das kann ich nicht. Obwohl ich das manchmal gern können würde, weil das, habe ich gefühlt, zeigt von Charakter. Wenn man halt wenn man so selbstbewusst ist oder so zu seinen Werten steht, dass man halt auch direkt sagt, dass was scheiße ist. Ja, das ist schon krass, wenn man das Aber kann. das kann ich nicht. Da scheißt man voll auf die Anerkennung von der anderen Ja, genau. Person. Ja, Weißt du, was ich meine? ich weiß, was du meinst. Man will halt auch nicht, dass die andere Person sich schlecht fühlt, Aber wenn es unnötig ist. haben schon gegessen? Nee. Haben schon Mittagessen. Ja. Was war die Frage schon wieder? Deine Lieblingskomplimente. Jetzt musst du sagen, ja. Ja, ich habe mir keine Gedanken gemacht vorher, blöderweise. Geil. Aber mir ist voll gefreut, weil du manchmal sagst, dass mein Outfit nice ist. Aber ich muss sagen, ich denke mir dann immer, es ist nicht so krass. So, weißt du, weil ich mir nicht so viel Gedanken drum mache. Okay. Und dann macht es mich auch nicht so stolz irgendwie. Wenn man denkt, es ist gelogen. Oder nicht gelogen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Du kannst es nicht annehmen, das Kompliment. Ja, genau. Aber mit dem habe ich auch Schwierigkeiten. Wirklich? Also ein Kompliment wirklich anzunehmen. Wenn jemand sagt, ey, das war so ein geiles Video, dann ist immer so, ja. Wirklich? Ja. Das ist ja Kannst du einfach bei einem Kompliment, wenn jemand sagt, das war jetzt wirklich geil, kannst du einfach Danke sagen, ohne einen dummen Spruch oder so. Bei mir ist immer so Danke und dann kommt irgendwann ein Halt Spruch. Ja, halt der Maul. Ich kann nicht einfach so Danke sagen und gut ist. Das ist voll spannend. Aber zum Beispiel, wenn du sagst, mein Video war gut, dann nehme ich das zu 100% so auf und denke mir, ja, das war gut. Ja, aber bei mir ist es immer gelogen. Jetzt Weil ich bin halt immer zu nett. Stimmt. Aber ich freue mich sonst. Ich freue mich über alle Komplimente. Ja? Ja, aber vor allem halt, wenn es von... Es kommt eher darauf an, von wem die Komplimente sind. True. Freunde, Familie. Zum sind am Beispiel die meisten, Komplimente von meiner Mutter, die nehme ich nicht so ernst. Wenn meine Mutter sagt, das Video ist gut, Ach so, ja. dann denke ich mir so, ja, aber du bist meine Mutter. Ich weiß, was du meinst. Das stimmt. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Auch bei Outfits, wenn meine Mom sagt, das ist ein gutes Outfit, das kann man nicht wirklich ernst nehmen. Aber sie findet es wahrscheinlich ja wirklich gut. Außer wenn meine Mom sagt, das war guter Sex. Ne? Oh mein Gott. Grüße gehen raus. Sie gehen raus. Und so. Die Füße gehen raus. Boah, jetzt weiß ich es. Es ist nicht wirklich ein Kompliment, aber wenn wer kommentiert, es ist nur ein Kommentar, oder wenn es mir wer sagt, du hast vielleicht auch schon gesagt zu mir, Ja. nice, wie du Vlogmas durchziehst oder nice, wie du YouTube durchziehst. Da geht mein Herz so auf. Und Ich höre das immer nur beim Kokain. Nice, wie du das durchziehst. na, weil das ist sowas, da bin ich auch stolz drauf. Und wenn das dann wer sieht, dann bin ich doppelt stolz. Ja. Ja, auch Komplimente zu YouTube bei mir sind schon auch geil. Die Ja. füttern auch das Ego so ein bisschen. Voll. Weil man da so viel reinsteckt. Es gibt zwei Arten von Komplimenten, glaub mir. Ein Kompliment füttert so das Ego und ein anderes Kompliment ist einfach so fürs Herz. Ja, Weißt du, was ich meine? ja, schön beschrieben. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagen würde, deine Prada-Tasche ist gut, dann ist das eher so Ego. Und wenn jemand sagt, dein Cock ist nicht. Nee, nee, das wäre auch Ego. Ja, eben, wenn man so, keine Ahnung, so etwas, das einem wirklich selber am Herzen liegt. Ah, scheiße. Auf die Persönlichkeit bezogen. Ja. Ja. Okay. Ich habe noch 2 Fragen, aber ich darf nur noch eine stellen, oder? Kannst auch noch 2 stellen. Okay. Wann hast du das letzte Mal deine Meinung zu einem Thema so richtig geändert? Ich habe die Frage auf Google gesehen. Wirklich? Ja. Was hast du gegoogelt? Interessante Frage. Ja, Waren 73 interessante ja safe. Fragen? Das war safe das gleiche. Ja. Ich habe mehrere durchgeschaut. Waren gewisse Fragen so dünn geschrieben und andere dick? Keine Ahnung mehr. Meine Meinung zu irgendwas geändert. Was habe ich denn für starke Meinungen gehabt? Es muss nicht eine starke Meinung sein. Okay, irgendeine Meinung. Ja doch, irgendwann war das letztes Mal. Ich weiß nicht mehr, zu was das war. Kannst du anfangen? Vielleicht fällt es mir ein. Was war das? Impfen. Nee, Corona. Ich habe zuerst gedacht, das ist real, aber mittlerweile bin ich der Meinung, das ist erfunden. Ja. Nee, Leasing. Zu Leasing habe ich meine Meinung geändert. Inwiefern? Ich fand Leasing immer wack, Warum? weil meine Eltern immer gesagt haben, leasen darfst du nicht.
Vielleicht, ja. Das sagen meine Eltern zu mir auch, wenn mein Papa da ein Auto geleast hat. Ja. Was? Deine Eltern sagen dir, du darfst nicht leasen, aber der Dad... In meinem Fall, du darfst kein Kokain. In meinem Fall ist es so, ich sollte eher auf ein Handy sparen und das dann kaufen. Aber Ja, genau. Das ist auch bei meinen Eltern so der Deal. Da macht es ja Sinn, aber beim Auto ist es ja so, du kannst es vielleicht besser abschreiben. Ja, da macht es mehr Sinn. Eben, das ist auch der Grund. Ich glaube, wenn du nicht selbstständig bist, würde ich mir kein Auto leasen. Oder ich jetzt. Ja, Ich weiß nicht, meine Eltern haben halt immer so die Meinung gehabt, leasen ist scheiße. macht das Sinn. Aber es gibt oftmals, habe ich das Gefühl, so Meinungen, die man von Eltern hat und wo man dann erst, wenn man so erwachsen wird, merkt, ich habe gar nicht diese Meinung zu diesem Thema. Das stimmt, da gibt es sicher ein paar Beispiele, das ist mir auch schon öfter aufgefallen. Aber ja, also Leasing ist, weil ich habe mit Maelo viel darüber geredet. Maelo hat auch gesagt, ja mal so ein Auto leasen. Ich habe ihm gesagt, nee, bla bla bla. Und jetzt mittlerweile bin ich so, doch, kann man schon machen. Kommt halt drauf an. Ja. Aber da habe ich meine Meinung geändert. Aber das ist voll wichtig, dass man das ändern kann, generell. Aber wo habe ich es geändert? Wo bist du geändert? Wo habe ich das geändert? Haben sie schon ihre Meinung Ich habe geändert? safe irgendwo meine Meinung geändert. Wo war das letztens? Keine Ahnung, Vlogs, YouTube, YouTube. Stage-Vlogs. Ich habe meine Meinung zu TikTok geändert. Oh. Es ist einfach nicht mehr mein Ding so hart. Weil ich finde YouTube jetzt viel nicer. Und Denkst du, das ist nur eine Phase oder ist es langfristig? ich glaube, es ist langfristig. Eine Phase. Eine langfristige, Eine langfristige Phase. Aber das ist mir kurz was eingefallen. Ich habe meine Meinung, ich habe meine Meinung bei einer Sache bei YouTube stark geändert. Es kommt nicht nur auf Qualität an, es ist viel wichtiger, Quantität ist wichtiger. Es ist wichtiger, dass man oft Videos macht, vor allem am Anfang. Was ich bei mir jetzt gemerkt habe, anstatt dass ich jetzt alle 3 Monate ein gutes Video mache, ist gescheiter, ich upload jeden Tag das, was ich halt schaffe. Weil ich viel Erfahrungen sammle, da viel schneller cutten lernen, glaube ich. Und das funktioniert auch. Ich glaube, es ist die Mischung. Ja, Deshalb mache ich mir jetzt hier eine Mischung. das kann echt sein. Aber jetzt lerne ich mal das, dass ich viel machen kann, damit dann die wenigeren Videos auch besser werden. Ja. Ich glaube, auf YouTube ist es wirklich eine Mischung aus Quantität und Qualität. Ja, weil man muss ja keinen Netflix-Film produzieren. Nee. Man darf nicht zu perfektionistisch werden. Man darf nicht einmal im Jahr ein richtig gutes Video machen. Genau. Weil, Ich glaube, das ist eine auch Gefahr. wenn das Video richtig gut ist, also so das Beste, dann hat es halt mal so einen kurzen Hype, aber dann bist du lang wieder nicht da. Genau. Aber das ist ja ich glaube, das ist bei allem so. Das ist so wie One-Hit-Wonder-Type-Beat-Musiker, die so einmal einen Song haben, der so richtig geil ist und dann nie wieder. Das stimmt. Die kennt man. Dann muss das Video wirklich so richtig viral gehen, wie so ein One-Hit-Wonder, dass der Song wirklich so richtig weltweit viral gehen muss. Aber wenn es wirklich nur so einen Peak hat, dann lohnt sich's nicht. Das ist blöd. Aber ich glaube, der größte Punkt ist eben, dass man total viel lernt, wenn man mehr Output hat. Das ist so wie, wenn man Sex hat. Sex hat. Es kommt nicht auf die Qualität, sondern auf die Quantität. Ja, Hauptsache oft. Diese Strategie verfolge ich nicht. Ich bin eher Qualität, Ja. aber sehr, sehr selten. Hast du noch eine Frage? Ja, ich habe noch eine Frage. Eine letzte Frage. Was ist das Beste an deinem Beruf? Es gibt mehrere gute Sachen. Okay. Erstens einmal ist, glaube ich, das Geilste, für mich selbstständig zu sein. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich kann mir alles selber einteilen. Und es bleibt spannend. Ich weiß nie, was nächste Woche passiert. Es bleibt spannend. Das wird Du sagst immer so am Sonntagabend, bevor du schlafen gehst, Hanna, es bleibt spannend. echt so. Und das Geilste ist einfach, dass man, vielleicht ist es ja in jedem Beruf so, aber ich kann mich mit so viel Leuten connecten, die die gleichen Ziele haben wie ich. Gleiches Mindset irgendwie. Oder gleiches Mindset ohne irgendwie. Und ich habe einfach total viele coole Leute kennengelernt. Und das appreciate ich voll. Und man kann sie komplett kreativ ausleben. In alle Richtungen. Ja, das würde ich so unterschreiben. Das sehe ich auch so. Was war die Frage noch? Was das Beste an deinem Beruf ist. Ja, ich glaube wirklich actually das Beste. Finde ich, dass man mit Leuten zu tun hat, die wirklich Bock auf einen Job haben. Ja, Und das finde ich das Wichtigste. Ich hasse es mit Leuten, ich mache jetzt den Zivildienst im Dezember, und ich hasse es mit Leuten zusammenzuarbeiten, denen es eigentlich gar nicht wichtig ist, wie der Job gemacht wird. Die halt nur von 9 to 5 leben. Und gerade weil wir halt mit vielen Selbstständigen zu tun haben, und selbstständig ist man, glaube ich, nur, wenn man wirklich Bock darauf hat. Weil wenn nicht, dann macht man das ein Jahr und dann hat man keinen Bock mehr drauf. Ja, ich glaube, das finde ich das Geilste. Also es ist wirklich, dass Firmen, auch du, dass man sich am Wochenende treffen kann. ja, true. Und man sagt immer, man ist die Person, die Mischung aus den 5 Man ist- Personen, mit denen man sich am meisten umgibt. Und wenn man sich viel mit
so Leuten umgebt, mit denen wir uns umgeben, hat man halt voll motivierte Leute. Das ist schon geil. Mit Zielen und so. Ja. Die können auch Tipps geben. Ja, Das ist fein. das ist fein. Das mag ich. Okay. Inspirierende Leute im Umfeld. Ich würde sagen, dass die Leute Bock drauf haben, dann, dass man halt wirklich frei ist von der Zeitplanung her, dass ich nicht gebunden bin an einen Ort, das ist geil. Und dass ich damit Geld verdienen kann. Ja. Das ist auch geil. ist Wir haben sehr, gerade sehr heute geil. darüber geredet. Wie krass das eigentlich ist. Ja, wie krass das ist, dass wir eine Kooperation machen und dann Geld damit verdienen. Ja, und auch total viel Spaß haben gleichzeitig. Ja, weil Kooperation, das müsst ihr verstehen, so als Influencer, Content Creator. Content Creator, YouTuber, Onlyfans. Ich glaube, Kooperationen sind immer so das, wo man am wenigsten Bock drauf hat. Man sieht so das Mail, dann hat man Bock drauf und wenn dann so der Tag kommt, wo man es wirklich filmen muss, denkt man sich so, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Aber wenn man sich dann wieder überlegt, dass man den Job hat, einen halben Tag zu arbeiten für den Monatslohn, dann ist schon geil. Weird Flex. Ich glaube... Man hatte das nicht so oft. Ja, true. Und ich glaube, dieses keinen Bock drauf haben kommt, ehrlich gesagt, manchmal davon, dass man irgendwie ein bisschen Druck verspürt oder Angst hat. Dass man plötzlich fremdbestimmt ist, dass man nicht mehr den Content 100% selber entscheiden kann. Man hat dann voll Angst, dass irgendwas nicht klappt, dass die unzufrieden sind, dass man zu wenig geleistet hat für den Preis. Ja. Das ist so eine Mischung aus Druck und man ist so ein bisschen fremdbestimmt. Man wird so eingegrenzt in der Arbeit, die man macht. Voll. Also trotzdem sehr, sehr nice. Vor allem, wenn man mit coolen Firmen zusammenarbeitet. Voll. Ja, so ist es. Ich fand es richtig geil gerade zu reden. Ja. Ich hoffe, den Leuten hat es auch gefallen. Ich frage mich, ob sie das irgendwann bis zum Schluss ausschauen. Safe. Ich glaube schon. Außer Adi Totoro-Fan. Ja, gibt es ein Wort, das Sie in die Kommentare schreiben können? Schreibt mal in die Kommentare Tornado. Einfach Tornado oder Hashtag Tornado. Nee, einfach Tornado. Nee, schreibt euer Lieblingsessen in die Kommentare. Einfach euer Lieblingsessen. Und dann stehen, die ganzen Kommentare sind voll mit Brauthändel. Ja, mit der Schweinshaxe, mit einem schwäbischen Zwiebelrüstbraten. Mit Luxemburgerli. Ja. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das nice fandet. Ich fand's nice. Mir hat's auch gefallen. Wir haben uns jetzt von unserer realen Seite gezeigt, weil wir sind real und nicht fake. Wie gut. Wie gewisse TikToker. Was? An wen denkst du? Ich weiß nicht. Sag. Nö. Jetzt späh schon mal, aber... Nein, sag's nicht, weil du kannst das nicht. Nee, ich sag's nicht. Sag's ihn so. Sandra Böschner. Nee, was? Nein. Aber sie heißt gar nicht so? Nee. Okay. Nee. Sandra? Nein. Kuss geht raus. Ja. Kuss geht raus. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Dir guten Flug nach Hause morgen. Danke dir. Wir sehen uns. Peace.